Robin, Eli? hast du schon ein von deinem Therapeut gedreht? Also von meinem aktuellen noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ob das der Fall war bei dem, den ich mit Ursprung hatte. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich dafür gedreht habe, dass mein Party geschmissen habe und dass hier ein DJ war, weil ihn das nämlich nicht im Business als Therapeut auch eine Weile relativ bekannt als DJ zu Lützeburg. Und du, Eli, hast du je von deinen PatientInnen gedreht? Noch nicht, glücklicherweise. Also gedurcht schon, ziemlich oft. Ich hatte aber schon PatientInnen, die von mir gedreht hatten und mir das dann an der Therapiesitzung gezählt haben und das war nicht immer ganz comfortable. Das waren teilweise Drehen, die an der sexuell gegangen sind. Das Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der Episode 161 von Maybe Sex. Die habt wahrscheinlich schon erroden, denn Eli und ich, wir schwätzen heute über Therapie aus meiner Perspektive als Patientin und aus dem Eli seiner Perspektive als Therapeut. Und immer aufhängen will ich just ganz kurz eine kleine Warnung geben, einen kleinen Hinweis, dass wir in dieser Episode über Trauma schwätzen. Und dass, wenn du Probleme hast, darüber zu hören, dass du dann die Episode entweder nicht lang lauschtest oder gar nicht lauschtest. Wir sind da auch nicht base. Ja. Also die Idee für die Episode, die ist ja an einer vorigen Episode, die wir zusammen gemacht hatten, kommen, nämlich wo wir über Sexualität und Neurodivergenz gesprochen hatten. Aber da ist aufgefallen, dass Therapie aktiv machen und aktiv und Trauma schaffen, vielleicht den mehr großen Impact auf Sexualität und Beziehungen hat, wie wir das gedurcht hatten oder ja, wie wir uns darüber Gedanken gemacht hatten. Also ich kann ja nicht aus meiner Perspektive als Patientin schwätzen. Ich gebe dir auch mega spannend finden, für auch aus deiner Perspektive zu hören, vielleicht was man dir als Therapeut möchte. Dein Arbeit besteht ja von daraus, dass Leute bei dir Trauma dumpen und dass du ihnen hilfst, für damit eins zu gehen. Und ich kann mir vorstellen oder schon viel zu hören, wie sich das auf dein Privatleben auswirkt. Weil ich würde auch denken, zumindest ich kennengelernt habe, dass du einfach eine empathische Person bist und dass du das nicht immer unbedingt immer kannst am Büro losen. Eli, was sind dann so als Therapeut die Risiken und Nebenwirkungen, die so Besitzer werden sehen an der Traumatherapie bei PatientInnen? Das, was mir so direkt auffällt, was wahrscheinlich so den größten Impact auf den Moment hat, ist, dass einfach man zwar vielleicht etwas Traumatisches erlebt und das sich auch in Impact dabei hat, mir das meistens dann aber so an einem Tier irgendwo verstaut ist. Und wenn man dann aufhängen, mehr aktiv darunter zu schaffen und erst einmal das zu konfrontieren, dann kann es sein, dass das los oder auch alles so Banker aus dem Tierrang rauskommt und bewusst sein könnt und dann auch wirklich ganz präsent ist. Das ist, dass den nicht schön gefalten Strümpf in eng nur der andere aus dem Tierrang holen kann, mir das ganz anders engem wieder den Kopf slit. Und ja, das in Impact auf die Sexualität sicher holt, dann aber auch auf den Rest vom Leben einfach, weil das dann da ist und auch wenn ihr nicht verschafft ihr einfach los, das heißt, dass man auf den Zeit aber wird vielleicht ein bisschen mehr schwierig, als es da besser geht. Ja, und ich meine, das ist definitiv mit Alttherapie, also ehe ich Traumatherapie für 6 Minuten gefangen habe, hatte ich mit Ursprung meinen ersten Therapeut, dem mir geholfen hat. Also ich schon mein Premier ein aufgebracht, weil ich so stark Panikattacken hatte. Und hier hat mir ganz viel dummer geholfen, die schon ein Jahr frei gehabt. Mir oder man für halt mich ganz auf Therapie zu fokussieren, weil ich halt auch in einem Monat Premier und ich realisiert, das geht nicht so, wie ich es gehabt. Ich gehe aber einen Therapeut und einen Monat geht das schon. Und du hattest dann auch das böse Erwachen, dass die ersten 3 Monate wirklich karimo richtig haftig waren und ich wirklich von schlecht zu mehr schlecht übergangen sind.
ich mir dann immer so viel gestaltet wie du hast so ein bisschen so Griever an alles was so geschieht ist was weht hast du halt mit ganz viel Boden überdeckt an der Therapie hältst du da wirklich mal Chip und du gehst Kurven an Kurven du sich ist schon mega anstrengend wieder musst du halt auch dummer dealen was du dann halt auch wirklich findest dann dauert es natürlich auch ein bisschen, bis du das dann an der Metaphor bleiben, bis du das kannst dann exhumierst und dann siehst voran sich und das darum kannst schön begrüben und dann du proper Gras drüber wiest und nicht mehr so ein allen Cope aus, den verseucht ist, das nie mehr abstrakt wiest. Das war richtig heavy und das war auch dem so ein bisschen ein böses Erwachen, wo ich dann doch ganz sehr mit meinem Therapeut das Idee tun, dass es für mich besser wird, wenn ich mein Premier Jahr op Seite setzen und mich gift darauf fokussieren, dass das an einem Jahr besser gehen. Das war auch meine gut und richtig Decision. Aber ja, ich meine, es ist noch nicht lange dummer, dass viele Leute sich an ihrer eigenen Therapie auch mal erfahren, wie haftig es am Anfang ist. Und dann noch kannst du dummer abgehen. Also ich kenne noch Leute, die nur einen Monat gesagt haben, das meine ich nicht, ich kann das gerade nicht. Und dann auch leider nicht mehr oder lang nicht mehr zurückgegangen sind, weil das zu ausschneidend war, weil sie sich halt so krass erhofft hatten, dass das direkt besser geht. Ja, das eben das eine Arbeit, die ihn selber machen muss, wo ihn zwar begleitet wird, aber die ihn aber machen muss, und das ist nicht immer so einfach. Normalerweise, besonders bei Traumatherapie, als Therapeut muss ich noch also mal gucken, dass die Person stabil genug und also nur den richtigen Zeitpunkt für die Arbeit zu machen, stabil genug, sowohl beziehungsmäßig wie auch finanziell wie auch sozial, dass wir statt den soziale Unterstützung kann kreieren und dann natürlich auch stabil genug mit sich selber. Der Tisch kann ihn auf seinen Körper vertrauen, wo er den schon vielleicht ein paar gesund Coping-Mechanisms wie Bewegung oder genug Schlafen oder nicht so viel Alkohol, also Substanzen konsumieren, einfach weil das Risiko da ist, dass all die Sachen als ich mal gehen, weil das einfach Methoden sind, die einem vielleicht helfen, sich besser zu spüren oder eben gerade die Sachen, die vergröben sind, auch dort zu losen und unserem so sehr wie möglich zu begrüben. Ja, also ich hatte dadurch, zu Lützeburg hatte ich das nicht, mit Lützeburg schon noch keine Traumatherapie gemacht. Ich war bei einem privaten Therapeut. Und heute zu Maastricht sind ich in einer Institution, also nicht als Stationary-Patient, also ich sehe nicht an der Klinik, wir sind aber schon bei einer Klinik, wo ich dann halt immer vor hintrüllen. Und ich schon den ganzen Prozess für ein bisschen mehr für ein Jahr angefangen, halt mit dem expliziten Ziel von Traumatherapie. Und das hat dann aber einen Monat gedauert, bis ich überhaupt, also auch wenn es Warte löschte, mich nicht nehmen. Weil hier ist der Prozess, dass du verdächtig halt durch Diagnostik gehst. Da gehen wir alles diagnostiziert und wir sind dann noch ganz sicher bemerkt, dass Traumatherapie indeed übrig wird. Und dann habe ich halt verdächtigt auf Psychoedukation gehen, wo sie mir halt an 2 Sessionen, meine ich schon 2 Stunden, erzählt haben, was alles so von verschiedenen Therapie- und Behandlungsformen möglich wird. Also sie nennen das halt verwerkungsgerichtete Therapie und stabilisierende Therapie, das heißt verschaffend basiert oder verschaffen fokussiert Therapie an stabilisieren Therapie und dann habe ich halt ein bisschen die Schwach machen von okay, was will ich und dann, wie ich mich diese Idee tun für Traumatherapie, habe ich auch ganz hin mal geguckt, okay, was sind so Sachen, die du brauchst, für das klappt. Das war am Menge Fall für mich auf Antidepressiva zu setzen, für meine Stimmung für allem zu stabilisieren, für das ich auch einfach mit meiner Anxiety besser gehen und auch die Energie haben für Therapie, ehrlich gesagt, weil halt meine Depressionen ziemlich gut bekämpft. Und sie haben mich halt auch gedrängt, dass ich mich über meine Essstörung kümmere, weil so viele Leute holen auf, wenn sie Therapie aufhängen. Das heißt, wir können dich nicht schon mit Innergewicht mit der Therapie aufhängen, weil sonst gehst du einfach ganz sehr an eine ganz gefährliche Innergesicht. Da muss ich so, und du hast mir nicht so viel dabei geholfen. Da habe ich mich mehr selber darum gekümmert. Und das war auch verpflichtet, dass ich an eine 6-wöchige Kur gehen von 2 Stunden pro Woche, Gruppentherapie, was ganz viel darauf basiert war, wie sich kalmiert, wie sich reguliert. Das heißt, wirklich an einer Gruppentherapie darauf gerichtet von, okay, wie gehen wir mal das ins Zimmer getriggert gehen, wie können wir als an der Therapie, sie nennen das Window of Tolerance, das heißt Fenster von der Toleranz anfangen, wo es da halt okay bist.
aber wenn du also drüber oder drinnen gehst, da bist du halt dereguliert. Also wie können wir erkennen, dass wir außerhalb von unserer Window of Tolerance sind, aber wir können wir als Ramdora bringen. Und das waren so alles necessaire Schritte, die ich auch nicht hat können skippen. Also ich habe wirklich probiert, weil ich fand für sogar, geht mal für eine Therapie. Mir das waren wirklich Schritte, die ich nicht dürfte skippen, für halt Traumatherapie zu kriegen, in meinem Fall EMDR. Und ja, gerade rückblickend muss ich schon sagen, dass das alles schon relativ Sinn hat. Also ich bin froh. Und sie hat sich halt auch mega drum geguckt, okay, hast du actually the space an Zeit, an den Spaß an deinem Leben für wirklich Therapie zu machen. Geht ja nicht nur darum, für eine Woche, 1 Stunde, 1,5 Stunde hinzutrillen. Aber hast du wirklich den Spaß, hast du das Netzwerk, bist du stabil an deinen Beziehungen, hast du Leute, die dich werden live haben durch die Prozesse und dich werden heilen. Und auch finanziell, weil du nicht so viele Probleme bei mir, weil mein Krankenkasse die überholt hat. Aber ja, das ist auch so die ganzen Dinge rundherum. Und ich muss auch so, gerade so bei der Zeit, am Moment habe ich wahnsinnig viel Uni, weil die letzten 6 Monate vom Bachelor sind, dass ich auch merke, dass es mit meiner Therapie Männer gut klappt, weil ich viel Männer als Boss dafür habe, für einfach mit den Sachen zu sitzen, weil ich die ganze Zeit am Stress bin und es ist noch gerade ein Punkt, wo ich reevaluieren, weil ich gerade auch mit einem großen Thema an der Therapie fertig gesehen, ob ich das Ganze soll pausieren und ein anderer, wenn ich Männer Stress habe, weiterfahren. Das muss ich mit meinem Therapeut beschwätzen, nicht mit meinem Arbeitskollegen. Mir just für einen Abblick zu gehen, was du alles mal dran fleißt. Merci für Teilen. Also das klingt auf jeden Fall schön, weil wenn du das so erzählst, finde ich das Gefühl, dass sich gut um mich gekümmert wird und noch von vielen verschiedenen Perspektiven um mich gekümmert wird. Dass wahrscheinlich Personen da sind, die sich mehr um das eine kümmern, mehr um das andere. Ich meine, an einem idealen Setting wird da doch ein Platz, wo ihr könnt Yoga, Meditation und so selber machen und dann auch freiwillig so oft wie ihr will durch hinausgehen. Auch einfach, weil ein großen Teil vom Trauma wird am Körper gespeichert. Und das heißt, wenn ihr drauf schafft, dann wird er doch durch den Körper freigesagt. Und dafür ist es enorm wichtig, für auch den Körper mit anzubeziehen. Durch Atmung, auch durch Bewegung. Und den ganzen vagalen Nerv, den hier ganz Wirbelsäule rumgeht und mit den meisten Organen verbunden ist, spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Regulation. Alles, was Verdauung ist, alles, was Darm ist, und das Mikrobiom spielen eine wichtige Rolle. Das ist auch alles einen Impact. Wir produzieren die meisten von unseren Neurotransmittern am Darm. Serotonin, Dopamin und so weiter. Das heißt, wenn du schon etwas nicht funktioniert, dann ist der Rest auch schwierig. Ja, du könntest übrigens so ein wunderschönes Buch, das mittlerweile ein bisschen outdated, wie ich damals nach 10 Jahren gelesen habe, war das noch nicht, nennt sich Darm mit Charme. Und das ist ein Buch, wo ein Jung, ich meine zu dem Zeitpunkt war sie sogar noch Studentin, wenn ich mich nicht irre, wo ein jung Doktorstudentin sich halt ganz holistisch, also ganz ganzheitlich, sich mit dem Thema Darm beschäftigt und halt auch ob Mental Health Aspekte angeht. Sie nannte sogar Darmgehirn. Also dass sie einen Zweitgehirn hat, wenn am Darm sitzen. Mir, ich gehe da ganz rasch, dass ich da am Anfang auch ganz schön fand, wie holistisch, also auch ganzheitlich halt der Projekt ist. Und ich muss doch so, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Gift bei einem individuellen Therapeut, also so einen einzelnen, näher gelösten Therapeut gehen, weil ich einfach merke, wie einfach du hast, dass eine Institution einfach Psychologen, Therapeuten, Psychiater, alle Guten, ohne Probleme, Access zu Menge Sachen haben, dass sie auch regelmäßig Teammeetings haben, wo sie halt an einem multidisziplinären Team innerhalb von der Psychologie über mich schwätzen und so, und okay, was sind die besten Treatmenter, wohin geht es hin. Und ich fühle mich schon mega gut abgeholt. Auch zum Körper, sie haben noch mal eine Zeit lang an der Institution Fachtherapie angeboten. Das übersetzt sich zu Arbeits- oder Werktherapie, was damit gemeint können als Körpertherapie. Das ist auch eine ganz körperbasierte Therapie. Und darüber war ich am Anfang mega interessiert. Mehr der Fachkräftemangel, also heute zu spüren, leider Gottes. Also ich habe gerade keinen, den dora spezialisiert ist, und ich habe gesagt, okay, für dich mal Processing-Therapie, Verschaffungstherapie, und ich meine, dass ich auch von meinem Leben ganz gerne eine Körpertherapie machen, weil ich dadurch definitiv merke bei mir, also mein Körper, mein ganzer Reck, also immer wahnsinnig verspannt, egal was ich mache, ich habe eine gute Haltung, auch wenn ich Rückensport mache, es bringt nichts, ich bin wahnsinnig verspannt, und ich einfach merke, das kannst du, wenn ich für Leute, mit denen ich mich wohlfühle, massiert gehen, dass ich dann einfach dem nur was sie drecken, dass ich anfangen zu hurlen, wie so ein Schlusshund.
ja, das hat einfach mega viel von alle Sachen von Trauer an so das am engem Reck gespeichert ist an denen Verspannungen. Gibt zu Lützeburg Körpertherapie, weißt du da, Deli? Vielleicht gehen nicht vereinzelt Personen, die somatische Approchen anbieten. Ich meine es aber nicht, was wirklich ganz verbreitet ist. Kann ich natürlich bei HeilpraktikerInnen gehen und du mal gucken, ob die Make-up-basierte Approchen einem vielleicht helfen können. Du hast ihn dann natürlich nicht unbedingt das psychologisch Fachwissen für ihn abzufangen, aber das kann er etwas sein, was den vielleicht auch begleitend kann machen. Ich ging einfach so, und ich fand das auch wichtig, besonders wenn ich sie EMDR möchte, ging ich nicht unbedingt nach 20 anderen Sachen parallel machen, weil das auch etwas, wo normalerweise der Körper mit arbeiten ist und wo viele Gefühle an wie die Sachen sich am Körper ausspüren, wie sie durch den Körper gehen, wie sie dann noch körperlich verschafft gehen. Also weil das wie alles so nach ein Jahr loslässt. Das heißt, echte Stabilisierungssachen, also Schwimmen gehen oder Yoga machen oder so, mir nicht unbedingt nach einer anderen Approche, die aktiv therapeutisch schafft. Ja, absolut. Ich könnte da noch gut packen. Das war in meinem Fall echt, wie wir geguckt haben, okay, welche Therapieform, was hast du gerne? Und ich halt gesehen, dass sie Fachtherapie, also die körperbasierte Therapie, an der Offer mal hatten und schon dann nur gefroht. Und dann sollten sie mal, sorry, gerade nicht. Und dann habe ich mich jetzt DMDR-Therapie dezidiert. So, Robin, das war scheint 4 Spiel. Ich wollte nur mal ein bisschen fragen, du warst ja gerade am Gang, Traumatherapie zu machen. Merkst du einen Impact auf deine Sexualität und auf deine Beziehungen? Ja, definitiv. Also das Thema ist einfach viel mehr an meinem Kopf. Also zum Beispiel auch abgehalten, ich normalerweise schaffe nicht auf Survivor Support und ich habe auch auf Eis gelöscht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich gerade kein guter Survivor Supporter bin, weil das ganz so viel präsent an meinem Kopf ist. Und ja, ich meine, das ist einfach so etwas Großes, das viel mehr präsent an meinem Kopf. Das heißt, ich gehe noch mehr leicht getriggert. Ich fühle mich auch einfach gerade, also bei EMDR gehst du so thematisch hier, das heißt, du gehst am Anfang so Erinnerung für. Und gerade wenn ich so nur recht 1-2 Sessions auf eine Erinnerung hat, die an meinem Fall, also hat ganz viel sexuelle Gewalt, dass ich dann mit ähnlichen Situationen gar nicht eins gesehen. Also zum Beispiel, wenn du eine Erinnerung hast, die mit einer bestimmten Sexualpraktik zu tun hat oder einer bestimmten Position, an der ich war, dann kriege ich dann einfach gar nicht geschossen, für das irgendwie an meinem Sexualleben anzubauen. Ganz präzise, mich nicht angewurt, Oralsex geht und das war mal für mich für eine Zeit lang komplett vom Tisch. Und das war auch für mich ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr destabilizing, weil ich ganz lang ganz hart daran zu knabbern hatte unter sexueller Gewalt, die ich erlebt habe. Und sich das wirklich richtig krass auf mein Sexualleben und meine Sexualität auch ausgewirkt hat. Und ich dann in den letzten 2 Jahren endlich bis die 100 Mal los konnte. Und ich hatte auch einfach mega Angst, dass ich nie mehr kann zurückgehen, wo ich an den letzten 2 Jahren hingekommen bin. Ja, bei der ersten Erinnerung, das war da am heftigsten, weil ich da halt wirklich so war, oh Gott, ich habe mir das alles, all die Progress, die ich gemacht habe, also einfach fort. Wo dann noch natürlich meine Anxiety immer dran spielt. Und so Impermanence von, wenn ich mich denke, ob einen gewissen Art fühlen, da kann ich gut nicht nur vollziehen, dass ich auch anders gehen kann. Das heißt, das hat mein Sexualleben schon wirklich beeinflusst, auch weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, wie gesagt, gerade am Anfang von einer neuen Erinnerung, dass ich mich nicht getriggert gehe, dass ich mich auch einfach, ich gehe nicht wirklich an die Erinnerung zurückgepucht, was mir mal so geschieht ist, aber dass es einfach so, dass ich nicht ganz präsent war. Das heißt, schon noch, auch hast du mit meinen PartnerInnen einfach gesagt, hey, wir holen das mal vom Tisch für die nächste Woche, für die nächsten 2. War doch immer ganz herzlich und ganz gut empfangen von meinen Partnerpersonen. Ich habe aber auch gemerkt, auf der anderen Seite, dass ich, gerade wenn ich über den ursprünglichen, oh nee, eine neue Erinnerung und der mal schaffen, dass ich dann, also ich gehe noch immer getriggert, mich gehe immer noch stark getriggert. Das heißt in dem Sinn, dass, also schon ein komplex posttraumatische Belastungsstörung vom dissoziativen Typus. Das heißt, dass ich einfach, wie kann ich beschreiben, meine Seele verlässt meinen Körper. Kann mir so und so. Das heißt, dass ich nicht mehr wirklich präsent bin. Und das geschieht viel mehr. Dass ich einfach dazu fähig bin, für viel mehr bei mir zu bleiben. Und für, wenn etwas geschieht, was irgendwie aus Versehen über meine Grenze geht, dass ich dann viel mehr einfach gesagt stopp. Und dann auch, weil ich in der Therapie halt auch ganz viel gelernt habe, dass wenn ich getriggert gehe, wie ich mich regulieren kann, an meinem Therapeut in einem Behandlungszimmer. Wenn ich so, okay, ich merke, dass ich gerade aus meiner Window of Tolerance, ich kann gerade den EMDR nicht weitermachen, ich muss mich für dich beruhigen, dass ich das selber dann auch
kann machen, wenn ich getriggert gehe, außerhalb von seinem Behandlungszimmer. Und das ist dann einfach, am Menge Fall hilft mir mega, wenn die Person mir stoppen und die Person hält mich am Arm und ich kann einfach mich 5 Minuten an ihrem Hals verstoppen und atmen und merken, mein nervöses System davon überzeugen, dass ich nicht da vorsehen und dass ich dann halt kann sagen, okay, lo kann ich auch ruhig drüber schwätzen, weil ich halt auch an der Vergangenheit am Menge letzten 2 Jahre wurde ich gelehrt, für können zu reagieren, wenn ein Grenze überschritten wird, kannst du, aber halt mit meiner Regulierung und halt mittlerweile kann ich das wirklich gut sagen, okay, stopp, ich brauche ein bisschen und dann ganz ruhig kannst du sagen, hey, das war nicht okay für mich und das du, als für was ich so reagiert und das hat mich getriggert. Was auch nicht mal unbedingt muss sehen, dass eine Person über meine Grenze geht. Kann auch einfach sehen, was mich an einem Moment, was auf alle anderen Momente mega okay war, mich dann auf dem Moment und etwas Schlimmes erinnert. Und da habe ich mega gemerkt, dass das einfach ein riesengroßer Progress war und halt wirklich so auch die Regulation, weil die halt wichtig ist für DMDR, dass du dich reguliert kriegst. Und was ich auch gemerkt habe, mehr generell, ist, ich habe nicht Männer Sex, aber ich habe Sex mit Männern Leuten. Also schon seitdem ich Therapie angefangen habe, richtig angefangen habe, ich meine, ich hatte einen Sex mit einer Person, die nicht meine Partnerperson ist. Was doch eine okay Erfahrung war, also am Anfang sogar richtig gut, mir wo ich währenddem auch bemerkt habe, dass es mir viel geholfen hat, für wirklich präsent zu bleiben. Und dass das immens Konzentration erfordert hat. Und das war am ersten Monat für meine Therapie. Und du habe ich auch ganz sehr gemerkt, so, okay, das kann also gut gegangen, weil du doch einfach eine mega live Person war, weil wir mega viele Safety-Mechanisms angebaut hatten am Voraus. Mehr wo ich gemerkt habe, okay, das sollte ich wahrscheinlich nicht mehr machen für eine Zeit. Und das ist im Moment am Anfang just mit meinen 2 Partnerpersonen Sex haben, was schon ein bisschen untypisch ist für mich. Mit sind nicht traurig drüber. Ich will auch nicht wirklich traurig drüber. Vielleicht wäre ich traurig drüber, wenn er dann nächsten 10 Jahren gar nicht mehr changiert. Aber das ist aber wirklich kein großer Ausschnitt an mein Leben. Das macht alles voll Sinn, was du siehst. Das sagt mein Therapeut auch, weil irgendwann war es so, oh mein Gott, ist das normal? Hier war so, ja, gehen auch viele TherapeutInnen, die ihren Patienten so roden, für Sex komplett vom Tisch zu holen. Das ist zum Beispiel etwas, was meiner Meinung nach wichtig ist. Können mit seiner Therapeutenperson über Sex und Sexualität schwätzen, just und unbedingt extrem mit der Person zählen. Mir jetzt auf die Sachen zurückzukommen, die ist so, was mir aufgefallen ist, dass du einerseits gesagt hast, dass du viel mehr weißt, was du brauchst, aber den Grenzen sehen und dadurch viel mehr erfordern kannst, zum Beispiel nämlich mit so viel fremde Personen Sex zu haben und vielleicht auch mehr Sicherheit und Vertrauen zu sichern, eben weil gerade eine Periode ist, wo du nicht mehr vulnerabel und verletzlich bist, wie Vierdrohen, wo es mehr oder minder möglich war, die ganz Trauma vergraben zu lassen. Und das ist auch einfach so, wenn ihr bis aufhängt zu graben, dann kann es sein, dass ihr vielleicht mal ein Trauma findet, mit kann auch sein, dass ihr da von wo man Käfer findet, die vielleicht irgendwie verbunden sind oder wo der Körper ähnlich reagiert. Das ist auch ganz normal. Und dafür auch, dass vielleicht so verschiedene Sachen okay sind und dann einmal gesagt, die Vierdrohen okay, weil du sich nicht mehr sicher ausspielt oder einfach so viele Sachen mit drauf bringt, die dann an sich mal müssen raufkommen und emotional verschafft gehen. Und auch wenn du siehst, 4 Drohnen waren die Sachen alle vergraben, der Tisch waren irgendwie ein bisschen dissoziiert. Und der Gegenteil von dissoziiert, dass sie sich präsent sind, aber auch Sachen zu assoziieren, Verbindungen herzustellen. Der Tisch an der Hinsicht ist auch komplett normal, da den dann als ich mal lehren muss zu gehen, auch wenn ich 4 Drohnen vielleicht sprinten konnte. Vielleicht war Marathon ein bisschen schwierig und ich weiß ja noch nicht immer für weiter dicke Sprint oder Marathon gelaufen, was mit irgendwie hinkriegt. Und da muss ich also mal bewusst alles neu testen und gucken, okay, stand lo, was fühlt sich gut tun, was fühlt sich schlecht tun, was geht gerade gut nicht, was geht vielleicht irgendwann aber im Moment muss ich da sich mal noch verschaffen. Ja, und ich merke das mega an dem Sinn, dass ich halt, also in den letzten 2 Jahren habe ich mega gelernt, wie ich mich sicher kann halten oder so sicher wie möglich kann halten, mit all meinem Trauma, all meinen Triggers etc. während Sex. Und ich hatte auch die letzten Jahre viele gute Erfahrungen, wo die Safety-Mechanismen, die ich halt angebaut habe, auch gut gewirkt tun. Also zum Beispiel in meinem Fall war es ganz viel, hey, du kannst nicht darauf warten, dass ich dir unbedingt nie so und das ist nämlich wichtig, dass man den anchecken. Und kannst du fragen, hey, bist du okay, geht dann auch gut? Like, wenn du darauf wartest, dass ich nie so stopp, so kann du einfach sehen, dass ich dissoziieren und dass das
nicht geschieht, weil ich auch eine wichtige Konversation von den Ehe-Sex mit Leuten hört, für das Leute auch informed Consent können gehen. Ich kann mega verstehen, weil Leute sagen, das ist mir ein bisschen zu heikel, ich will lieber nicht mit der Sex hören, wir können mich kuscheln oder können wir knutschen und schon nicht mega okay. Mir für halt mich sicher zu halten, auf für eine andere Person sicher zu halten. Und ich merke halt, dass im Moment, dass wieder sich ein Trauma tackeln, auch verschaffen, dass sich einfach meine Ausgangssituation verändert wird. Und dass ich halt muss lernen, okay, was brauche ich mit der neuen Ausgangssituation? Weil all meine Safety-Mechanismen sind einfach nicht mehr so wirklich relevant, an dem Sinn, dass mein Business sich einfach geändert wird. Ich meine, das war auch etwas, was ich definitiv in der Schad tun, für eine Therapie. Und ich bin aber auch mega froh, und das hast du auch angeschwärzt, dass mein Therapeut auch so cool ist, für jemand mir wird meine heutige Sexualität zu schwätzen. Ich bin Mann zugewiesen, ich konnte mir meinen Therapeut an der Institution nicht aussichten und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Wir haben aber, ich meine, ich so das schon an Neurodivergenz-Episode, dass wir ganz sehr an den geklickt haben, auch durch Neurodivergenz. Ich bin nicht immer mega komfortabel damit, für mich über mein Trauma zu schwätzen, mir auch darüber zu schwätzen, an meiner heutigen Sexualität. Und ich fand das auch mega wichtig, wenn man dadurch die Möglichkeit gibt, für mein Team zu schaffen, darum, dass ich nicht mehr dieselbe Person bin, wie ich gekannt war und wie ich so viel Trauma erlebt habe. Und dass man das mega hilft, für mein Team immer darauf zurückzugehen, von okay, Nervous System, es sind nicht mehr Gefahr. Ich sehe Haut, es sind Wurzeln, das heißen die Leute, mit denen ich Sex habe, mit denen ich die freie Schwach habe, die so live mit mir sehen und mich so gut behandeln, und für auch mein Team immer darauf zurückzugehen und für ihn auch davon zu erzählen, von hey, ich hatte einen Trigger, oh mein Gott, ich bin nicht gut darauf reagiert, und dann ist sie auch einfach mega hilfreich an mich und feiert das mit mir. Und das fand ich mega schön, und ich meine, es wäre für mich definitiv mehr schwer, wenn ich einen Therapeut hätte, den nicht komfortabel wäre, für meine heutige Sexualität mit mir zu diskutieren. Also hier ist ein mega Heterozismann, den bestört das, monogam und alles. Mir ist aber einfach mega open dazu, dass ich queer bin und nicht monogam. Und hier hat nie einen dummen Kommentar gemacht dazu. Hast du heute mal nur gefragt, von wem war das noch mehr mit Hi und du? Aber hier war man mega cool damit, und das macht mich auch froh, weil das heißt, dass ich in der Therapie, von dem bis anfangen in der Therapie sich zu verbinden, da geht es schwierig. Das klingt doch richtig cool. Also es klingt ein bisschen wie wenn hin dann noch etwas Neues durch erleben kennt. Ja, vielleicht ging es ihm noch sein Gay Liberation Moment, nee, das macht mich mega froh. Und das ist auch mega wichtige Therapie. Also ich merke das einfach. Also wenn ich drüber nur denke, wie viel das man das bringt, wie viel das man das hilft am Progress von der Therapie, da gebe ich doch schwer von mal viel zu stellen, dass ich das nicht hat. Also ich hatte da Schwarz aus Transference und Countertransference an der therapeutischer Beziehung, die natürlich eine andere Beziehung ist wie romantische Beziehungen oder sexuelle Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen, mit die Studie nur der wichtigste Faktor ist für die Therapie verharrt, ob es kann gehen. Wenn das Vertrauen an die Sicherheit nicht da ist, für sich nicht verbinden zu müssen, dann ist es schwierig, dass Therapie etwas bringt. Also die Termen Transference, Countertransference, die muss man wohl erklären. Genau. Transference ist sich alles, was du denkst und spürst, wenn du an den Therapeut denkst und auch, wenn du dich an der Therapie spürst. Das ist wieder so ganz schematisch durchzustellen, sind verschiedene PatientInnen, die an der Therapie eine Mama-Figur oder eine Papa-Figur irgendwie erleben oder vielleicht ein große Schwester oder ein großer Bruder oder vielleicht hier Kant oder sonst irgendwie eine Person, die es einfach mit irgendetwas verbunden, wo es auch so ein spezifisches Bild davon haben. Und Countertransference, also sich die Gegenteile, das was den Therapeut oder Therapeutin spürt und denkt, auf ihr Bild so hört von der Patientin während der Sitzung, während der Sitzung, nur der Sitzung. Und das ist wichtig, das zu verstehen, weil eben gerade da zum Beispiel, wenn ein Sextrem von seinem Therapeut oder seiner Therapeutin hört, da den auch versteht, wo die vielleicht herkommen, was das bedeuten kann, welchen Impact das vielleicht kann auf Therapie haben. Weil das ja aber etwas, wo Mustverhalten nicht gleich ist. Das ist das nicht, was den ausleben soll oder darf. Also, was einerseits illegal ist und andererseits auch nicht ethisch wäre. Aber das ist aber auch wie wichtig, das können unzuschwatzen. Ja, und ich fand eine gute
therapeutischer Relation kann ihn dadurch ausschwätzen. Also schon mal mit meinem Therapeut genauso ein bisschen zu einer Puppefigur für mich gehen, an einer gewissen Hinsicht. Und ich habe auch mit ihm darüber geschwärzt. So, okay, was bedeutet das? Was sind die Implikationen davon? Also nicht an irgendeiner problematischer Hinsicht. So, das ist auch nicht so, wie wenn ich mal denke, oh nee, ich kann nie mehr bei der Therapie mit dem alles. Das verliere ich meinen Pop. So ist es nicht. Mit mir halt auch darüber geschwärzt. Okay, was sind die Implikationen davon? Und noch so, was für ein Besoin äußert sich daran? Am meinem Fall, dass ich einfach Angst habe, für mich selber zu parenten, hast du? Und Gefühl habe, dass ich nie gute Parenting auffuhr. Und dass hier viele Sachen möchte, die ich mal von meinen Eltern erhofft habe. Und mir auch dadurch viel beibringt. Und dann kann ich noch am Anfang gucken, okay, was können gewisse Schwerpunkte sein, die wir setzen, im Sinne von, wo kann auch du geschafft gehen. Und ich meine, dass an meinem Fall, das wird ein bisschen weird war, von so, hey, ich merke, dass du einen gewissen ältere Rolle für mich hast. Wie wenn ich bei hier komme, wie gesagt, ey, ich drehe mir all nicht davon, für wilde Sex mit dir zu tun. Das vielleicht ein bisschen mehr tricky gewesen wäre. Und auch einfach mehr unkomfortabel für hier. Will sich das unkomfortabel und als Therapeut? Und wie kann ich an einer Relation zu einem Patienten, einer Patientin damit umgehen? Ich meine, das wichtig ist, das anzuordnen und auch am besten vielleicht zu wissen, wie die Person Beziehungen feiert, ob da dann ein gewisses Muster passt oder eine gewisse Persönlichkeit oder nicht. Das ist definitiv etwas, was den ausschwätzen soll und da muss ich als ich mal für sich entscheiden, dass das etwas, wo ich bequem da sind, dass das etwas, was für mich ein Dealbreaker ist an der Therapie, wo ich nämlich weitermachen kann. Oder also das, wo man das schaffen kann und wo vielleicht auch wichtig ist, drin zu schaffen und zu thematisieren. Mir wird aber Potenzial gibt, trotzdem Therapie weiterzumachen. Das hängt doch davon ab, ob das, ja, schon ein Jahr gedreht, das war komisch, ich wollte das erzählen oder schon gedreht, dann das hat mich mega destabilisiert und will das anwenden und dann kann ich so, vielleicht ist das Transference, Countertransference und gucken doch, also Sinn zu machen. Oder ob es an etwas geht, was viel mehr krankhaft ist und wo Grenzen überschritten gehen von, also TherapeutInnen bestürde wollen, stalken, die ganze Zeit probieren zu kontaktieren, Liebesbriefe schreiben, Geschenke machen und so weiter, wo dann noch irgendwie nicht möglich ist, therapeutisch zu schaffen. Ja, das gibt ja mega Sinn, dass ja nicht eine Situation wie die andere. Ich hatte doch schon am Anfang geschwärzt. Und ich habe dann aber auch ganz viel von mir selber geschwärzt. Ich will noch immer ganz viel witzig darüber, wirkt sich Therapie, die du als Therapeut anbietest, gerade wenn es um dem Thema wie Trauma geht oder sexuelle Gewalt, wirkt sich dadurch auf dein Privatleben aus oder auf deine Wohlerholung für Sexualität? Ich denke schon direkt nicht unbedingt, dass etwas, was ich am Tag hören, unbedingt den Impact hat, ob was ich oft machen. Vielleicht echt, dass wenn ich viel emotional schocke an einem Tag dann noch Sachen hören, die nicht unbedingt einfach zu hören sind. Ich vielleicht einfach meine Energie oft haben, für dann sexuell zu sehen oder intim zu sehen, weil das aber auch Präsenz kostet an in Engagement, der Konzentration und so weiter. Ich meine, das ist echt so den direkten Impact und dann den indirekten, als man einfach ein Bewusstsein von, wie wichtig es ist, gute Sex zu haben, das heißt Sex zu haben, der respektvoll ist, Sex zu haben, wo nicht über Grenze geht, Sex zu haben, wo Verbundenheit du hast, wo Intimität du hast. Und das ist nicht unbedingt monogame Sex und das ist nicht unbedingt etwas, was über eine ganz, ganz lange Zeit muss sein. Auch ein One-Night-Stand kann respektvoll sein, auch ein One-Night-Stand kann ich kommunizieren. Und so, und hey, ich habe gerade mega Bock darüber, ist das cool mit dir, soll man das probieren? Das ist etwas ganz anderes, wie sich betrinken, wie sehen, alles doppelt gesagt, und dann Filmrissen und Mois neben einer Person wachrig gehen und so, wow, hatte ich gestorben Sex oder sind wir viel drin angeschlafen oder was lebt oder alles dazwischen, wo ich vielleicht noch Fragmente sich erinnern kann mit denen. Nicht richtig mehr. Ja, und dann auch ich eine Dankbarkeit für den Abblick zu kriegen an Sexualität von den Leuten. Wir können Ursachen zu schaffen, die vergraben sind und dann zu sehen, dass es der Person noch richtig von besser geht und die Sachen mir einfach gehen. Ja. Und einfach der Toleranzfenster mir groß geht und dann auch einfach am Film mehr möglich ist, mehr das alles möglich ist, indem man mit sich selber, mit der anderen Person verbunden ist und nicht dissoziiert das. Ja, das sind mega schön wieder. Oh. Und ja, Therapie, das hart, mir es hilft. Und fühlt sich auch ehrlich gesagt einfach gut an, für mich zumindest, für etwas, wovon ich so lange fortgelaufen bin, für sich dem endlich zu stellen. Und das ist auch
keine richtig empowering. Also das möchte du raps mit meinem Blick auf mich selber von wow, ich kann das, ich habe die Courage, ich habe die stärkt und ich sehe nicht, wie das kann, was fortlebt, aber I can do this. So. Und das ist auch ziemlich cool. Also Therapie ist hart, ist scary, aber ist aber der Wert für das zu explorieren, wenn ihr denkt, dass das einem hilft und wenn es accessibel ist für ihn. Robin Mahunlo ziemlich viel über Sexualität geschwart und wie in Impact Traumatherapie Ding Sexualität wird, was sich verändert wird, was vielleicht temporär auch gerade mir schwierig ist, auch schon ein bisschen wieder dann Interaktion mit andere Personen aus mit Pause machen, mit nein, ich kann mir ab sich lauschen. Ich mich gefreut hattet oder wurdet sonst nach in Impact auf den Beziehungen. Also ich meine, der größte Impact ist, dass ich einfach viel besser daran gesehen, für mich zu regulieren, weil ich das halt für Therapie so viel brauche und dass ich das halt auch kann auf andere Sachen applizieren. Ich gehe vielleicht nach Rosen oder getriggert, aber ich sehe einfach viel besser gehen, für das zu erkennen, wenn ihr just meiner Window of Tolerance raus sind. Auch wenn es gut nicht um Thema Sexualität geht zum Beispiel, wo halt viel für Mengen Trigger leihen. Und das hat schon einen mega großen Impact auf meine Beziehung gehabt, einfach weil es mich more fun to be around möchte. Weil ich einfach mehr reguliert bin, und weil ich viel besser Dragie sehen für auch meine kleinen Spiralen von Anxiety oder so, für mich daran zu fangen, auf die zu stoppen, auf die zu so, was ich brauche. Also all die Sachen von, was meine Sexualität auch verändert wird, tun ich halt auch an meinem nicht sexuellen Leben, von sie besser Dragie meine Besoin zu artikulieren, sie besser Dragie für mich zu regulieren, etc. etc. Und ich meine, das hat einen ganz großen positiven Impact auf Wunschbeziehungen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich mittlerweile viel mehr Dysregulation kann von anderen Leuten akzeptieren. Weil ich auch merke, und wie mich triggert, aber wie auch für mich mehr schwer möchte, für mich reguliert zu halten. Das heißt, sie schon gewisse Freundinnenschaften von allem, wo aber viel mehr Distanz los ist, wie für drohen, weil ich einfach merke, dass es mir nicht gut geht. Und das fand ich schon ein bisschen schuld, weil, also die Leute sind ja kein schlecht Leute, also meine Freunde, die Leute, mit denen ich ganz froh bin, wo ich einfach merke, dass hier ein Progress, hier Heilung gerade in einem anderen Tempo verläuft wie Menge. Auch weil viele von meinen FreundInnen nicht Ressourcen haben, für auf Therapie zuzugreifen. Aber ja, dass hier ein Progress, hier ein Growth, hier Heilung einfach gerade an einem ganz anderen Tempo verläuft und wo man nicht mehr so kompatibel sind, gebe ich so. Ja, darauf war ich auch nicht so ganz gefasst, muss ich sagen. Und wo ich auch für sie kann hast du intimidating sehen, dass ich mich mittlerweile viel besser, ich will so am Griff holen, weil am Griff holen klingt, wie wenn ich das Leute zusammen geschlagen habe. Wie dass ich mich viel besser regulieren kann und dass ich viel mehr ausgeglichen sein. Und ich meine, dass das auch für sie kann ein bisschen schwierig sein, für das zu erleben und für sich dann nach einkehren, mehr weit fort von mir zu fühlen. Das macht voll Sinn. Ja, einfach auch mehr bewusst zu sehen, okay, das geschieht gerade und ich reagiere so aus dem Grund und da kann ich ihn vielleicht auch besser kontrollieren. Und dann mit Leuten zu sehen, die noch nicht so weit sind, also auch einfach frustrierend. Ja, genau. Besonders wenn ihr da vielleicht gern gesehen, ja, mir das ja wohl nicht, wird so schlimm, also da, wenn du ging's verstehen, wo es könnt, dann ging's vielleicht auch anders, da ins gehen oder, ja, das kann schon nervig sein. Ja, auf jeden Fall, weil ich mir denke, ich gesehen für allem, wie schlecht das Leute am Anfang damit geht. Und ich meine, das sind das, was hart für mich ist, für auch zu gesehen. Also nicht nur, dass ich kannst du einfach ein bisschen nervig fand, ehrlich gesagt, weil Leute viel mehr reguliert sind wie ich. Mir auch, dass ich merke, hey, das geht doch nicht gut. Und ich gebe mir wünschen, dass es auch nicht schädlich wäre, aber gleichzeitig sind ich auch nicht dein Therapeut. Ich bin dein Freund, so. Das ist schon ein bisschen bittersweet gewesen. Was ich wirklich schon paar Monate der Therapie erlebt habe, ist, dass die Kinder, respektive die Jugendlichen von Älteren, die streiten, aufhängen, sich auch von den Älteren zu distanzieren, weil sie eben gerade am Gang sind, Therapie zu machen und den Sachen zu schaffen und auch sich den Sachen zu konfrontieren und schmengen. Soziale Medien, auf allem Instagram und TikTok vielleicht, sind auch einfach teilweise gute Ressourcen für sich Fragen zu stellen und zu reflektieren und sich Sachen bewusst zu gehen. Und ich meine, das auch einfach bei den Jungen da mehr bewusst sind. Und die so noch teilweise, meine Eltern beholen sich wie Kinder und schon einfach keine Lust darüber. Ich ging das niemals so machen und ich vergönne nur vollzählig, wie weit sie die Sachen machen, die sie machen. Und das nervt mich und ich will das wirklich nie so machen. Und fand ich schon irgendwie cool. Und das ist nur nicht für die Leute
schlecht zu schwätzen, die vielleicht noch nicht die Courage haben, für sich verschiedene Sachen zu konfrontieren. Aber das tut dann eben noch einen Impact, dass da vielleicht Leute, die mehr reflektiert sind und verschiedene Sachen geschafft haben an der Therapie oder außerhalb von der Therapie, vielleicht auch nicht so viel Lust tun, mit Personen zu sehen, die das nicht gemacht haben oder auch nicht bereit sind, das zu machen. Ja, ich fand das ein mega guter Kommentar und ich kann dadurch definitiv mega nachvollziehen. Ich sehe direkt bei Freundinnenschaften gesprungen, weil das einfach die Leute sind, die man präsent in meinem Leben sind, weil meine Eltern sind noch viel mehr präsent in meinem Leben, seitdem ich therapieren angefangen habe, weil mein Therapeut auch einfach regelmäßig Tani wird im Kopf zusammenschlägt, weil meine Eltern so oft sehen und ich einfach auch merken, dass ich ja, mit Kindern zu denen haben, die sich Männer gut regulieren können und Männer gut Responsabilität überholen können, wie ich mit 22. Und dass man das einfach nicht gut tut. Und Therapie hat in der Hinsicht auch schon wirklich nach einer mehr Distanz zwischen mich und meinen Eltern gebracht. Weil ich auch einfach, ja, ich verstehe, dass sie aus anderen Generationen kommen, etc., etc., etc. Aber gleichzeitig schon ich aber relativ Unverständnis dafür, weil sie einfach weiter an ihrer Misch sitzen bleiben und nicht besser machen wollen und können und auch nicht durch anderen, auch von den Schienen 100.000 Mal gesagt tun, hey, meint wäre cool, wenn es da gibt Therapie und Betracht sehen. Der Tisch war mal da zusammenfassen müssen. Trauma und Traumatherapie hat definitiv einen Impact auf Beziehungen und auf Sexualität. Und vielleicht geht es doch als mal mehr schwer, es besser geht, weil ihn einfach Kurve geht und dann vielleicht auch Sachen findet. Aber von denen die Sache bis verschafft wird, abgemacht wird, gewaschen wird, poliert wird, sich damit befasst wird, mehr Bewusstsein da ist, auch mehr Kraft da ist und noch vielleicht ein Sense of Agency, ich weiß nicht genau, wen da plötzlich wo ich seht, aber ja, einfach so die Verbundenheit und das Bewusstsein da ist, und den da doch verkehren kann. Merkt ihr vielleicht, dass verschiedene von denen traumatischen Erinnerungen glimmers können gehen oder dass vielleicht schön Mustern, an denen Steine sind, die vergraben hat, oder dass sie sogar schöne Sachen reflektieren können und ultimativ sie mich stark machen. Und was Beziehungen angeht, da denkt ihr nicht just an einem selber. Im Idealfall geht Beziehung besser, weil ihr sich selber besser kennt, weil ihr auch seine Besuche an der Grenze besser setzen kann und die andere Person da mitgehen kann, sich mit aufpassen kann und in dann Rang mehr verbunden, mehr intim und mehr stark Beziehung aufbauen kann. Und kann aber auch sehen, dass die andere Person das nicht gut erlebt und sich vielleicht auch distanziert oder dass die selber merkt, okay, die Person, die wollte sich just mit mir sehen, weil ich mir viel Gefallen gelassen habe, weil ich ein bisschen dissoziiert war und wo ich anfangen, mich besser zu kennen, mir besser zu vertrauen und auch mehr Sachen auffordern und man mir alles gefallen lassen, passt das gar nicht mehr so und das kann auch heißen, dass vielleicht eine Beziehung dann darin leidet oder keine Beziehung mehr ist. Aber das ist aber dann, dass den vielleicht Beziehungen finden kann, die mehr gesund sind und mehr dementsprechend, was den braucht, was die Sicht und vielleicht mit Personen sind, die einen bestimmten Arbeit schon gemacht haben und auch bereit sind, darüber anzugehen. Schön wieder. Aber ja, Eli, wir haben ganz viel über Therapie geschwärzt, vor allem über Traumatherapie, Sexualität, Beziehungen. Bleib nur lauscht, wir mussten nicht auch so, dass wir am Anfang noch Willes hatten, für über Lebenskrisen in der Beziehung zu schwätzen. Und auch hatte man sich Lust, über Koppeltherapie zu schwätzen. Wie das Episode aber schon so lange geht, haben wir dezidiert, dass wir erst 2 Episoden zu dem Thema schenken. An all denen interessanten Themen, die Aufmerksamkeit an Zeit gehen, diese verdenken und das nicht alles auf 50 Minuten dratschen. Das heißt, wenn ihr gerne dem Eli seid professionell an mein erfahrungsbasiert Wissen zu den Themen lauschen wollt, dann könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren und wir hören uns dann in 2 Wochen zu einem anderen Thema rum. Hallo, könnt nach einer Rubrik vom Kali. Ciao, das hat mich gefreut. Mich auch. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Was sind Blasenentzündungen, a wéi kann entgéint ze vir goen? Eg Blasenentzündung oder Zystit entsteht meistens durch Bakterien, die vu Bausen iwwer Harnröhre an Blos gelangen. Das sind hefech Bakterien aus dem Darm, sowie Escherichia coli, auch E. coli genannt. Die können zum Beispiel, wenn es auf Toilette geht, vom After an die Harnröhre gewischt gehen, oder auch beim Sex können so Bakterien aus dem Analbereich über die Harnröhre an Blos gelangen. Es kann auch passieren, dass in so Bakterien von Überflächen wie dreckige Klanschen auf die Hand kriegt und dann nicht express auf die Harnröhre überdreht, wenn ihn sich da uppackt, ohne seine Hand für drin zu waschen.
zum Beispiel beim Tamponwechseln. Das führt zu einer Reihe ungemütlicher Symptome, so wie Brennen oder Peng beim Urinieren, den Drang auf Toilette zu gehen, viel mehr oft und viel mehr stark fühlen, ein ungemütliches Gefühl oder Peng am Innerleib, Träven Urin, den ane stricht Vesos, Blut am Urin oder auch an der Nacht oft auf Toilette zu müssen. Die Symptome müssen aber nicht all gleichzeitig auftreten und können auch von einem anderen gesundheitlichen Problem ausgelöst gehen. Leute mit einer Vulva und Vagina sind echter von Blasenentzündungen betroffen, weil die Öffnung von ihrer Harnröhre so enorm afterleiht, aber weil ihre Harnröhre mehr kurz ist, also die Bakterien besser und bloß kommen. Eine Vulva und Vagina zu haben, ist also ein Faktor, den eine Blasenentzündung leider mehr wahrscheinlich macht. Und auch eine Schwangerschaft erhöht das Risiko. Dazu könnte ein anderer Faktor, den ich auch schon erwähnt habe, nämlich Sex haben. Durch die mechanische Reibung beim Sex gehen erstens Bakterien in Richtung Harnröhre gedrückt und zweitens reizt das die Schleimhaut von der Vagina. Wenn dann auch noch eine Störung am gesunden Gleichgewicht von Bakterien an der Vagina, auch Vaginalflora genannt, vorliegt, mischt das Licht für die unerwünschte Bakterien sich umzusammeln und bis an bloß auszubreden. So eine Störung kann zum Beispiel durch Medikamente, verschiedene Verhütungsmittel oder durch übertriebene Intimhygiene ausgelöst gehen. Die Vaginalflora ist also dafür zuständig, dass krankmachende Bakterien und Pilzen sich nicht vermehren können. Lo kann es aber sein, dass das eigene Aufwehrssystem von guten Bakterien sich noch um die von der Sexualpartnerin oder Partnerinnen gewinnen muss und dafür Blasenentzündungen entstehen. Das müsst aber mit der Zeit nur losen, wenn die Körper sich an den angepasst haben. Was kann ich machen, für eine Blasenentzündung zu vermeiden? Erstens, oft gründlich Handwaschen, besonders für Sex. Zweitens, viel trinken, also mindestens 1,5 Liter am Tag. Drittens, auf Intimhygiene aufpassen, ohne zu übertreiben. Du könnt dir gerne als Rubrik über Intimhygiene lauschen. Viertens, Urin nicht unnötig lang anhalten. Fünftens, auf der Toilette immer von 4 nur Hände waschen. Sechstens, Innerwasch undien, die nicht so eng ist und aus natürlichen Stoffen sowie Cotton gemacht ist. Siebentens, eine Kühlung vermeiden. Kahlface und nasse Kleider können zu Blasenentzündungen beitragen. Dafür soll den doch immer um Schwammen den nassen Mayo ausdehnen. Achtens, beim Schwar von Verhütungsmitteln aufpassen, keine Schädendiaphragmen, Spermiziden oder Kondome mit Substanzen, die Spermien tot machen, benutzen. Neuntens, nur um Sex direkt urinieren gehen und Bakterien ausspulen, ehe sie sich aussetzen können. Hier hilft es, vierum an nur um Sex Wasser zu trinken. Zehntens, Gleitmittel auf Wasserbasis benutzen. Das verhindern zu viel Irritation und können am Gegenteil zu anderen Gleitmitteln mit Kondoma benutzt gehen. 12. Nicht mit dem selben penetrierenden Objekt direkt von Analsex auf Vaginalsex wechseln und immer ein neues Kondom benutzen, vierum wechseln. 13. Es gibt auch Kuren, Vitaminen und andere Präventivbehandlungen, die ihn probieren kann. Hier soll den sich aber medizinisch beraten lassen. Wie kann ich Blasenentzündungen behandeln? Wenn ich eine akute Entzündung hat, kriegt ich in der Regel Antibiotika von der Doktor verschrieben. Oft kann ich eine Blasenentzündung aber auch lassen, ohne bei Doktor zu gehen, wenn ich sie frei entdeckt und wo keine zusätzlichen Risikofaktoren betroffen ist. Hier gibt es eine Reihe Sachen, die helfen, sowie pflanzliche Arzneimittel, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Wärmeflaschen und ganz viel Wasser. Verschiedene Leute schwören auch auf Cranberry-Jus oder Manus, obwohl es hier keinen definitiven Beweis gibt, dass das hilft. Wenn Symptome nur 3 Tage noch nicht nachgelost haben oder sogar mich schlimm gesehen, aber wenn den chronisch in der Blasenentzündungen leidet, soll den so bald wie möglich bei Doktor gehen. Da gibt es auch noch Risikogruppen, die immer direkt medizinisch Hilfe suchen sollen. Hierzu gehören hauptsächlich DiabetikerInnen, Schwangerleute, Kanner, all Leute mit einem Penis. Im schlimmen Fall kann die Entzündung sich sonst bis an die Nieren ausbreiten und da kann den Fever, Schüttelfrost, Peng an den Flanken, Übelkeit und eine Brische kriegen. Hier drohen echt Komplikationen und es kann sogar zu einer Blutvergiftung kommen. Das ist aber echt selten. Egal wie gilt, wenn den sich nicht sicher ist, was den tut,
am Zweifel immer lieber medizinisch Hilfe sichern. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meis immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner a Jugend, und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner a Jugend an Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Ich denke, dass Therapie viel mehr effizient wird, wenn ihr immer einen Katz im Schoß hat, die ihr kennt himmeln. Absolut. Ich meine, es gibt keine Therapiekatzen so im Vergleich mit Therapiehirn, einfach weil Katzen eigentlich nicht so voll sind. Ob sie. Ja, mir so Molly einfach schon im Schoß holen, während ich über traumatische Sachen schwätze, das geht von bestimmt gut tun. Mhm. Ja. Mir hat gerne keine Stunde im Schoß bleiben, du gehst keine Bewegung machen und dann fährt fort und dann wirst vielleicht du weiter traurig und gehst dich rejected fehlen. Joel, wenn ich die Schneider da und da text. Joel schneidet da raus. So, und ich meine, lo wäre eine gute Überlegung bei das, was ich die Droge so tun. Und dann muss ich mir just nach Adi so. Kann ich noch ganz kurz Resümee machen? Ah, ja, Sorry. Joel, bonne chance. Sorry, Joel.